Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Gothic 2 im Saarland. Jetzt sind wir hier definitiv wieder in der Old World gelandet. Und so sagt es zumindest hier mein Spielstand, wenn ich ihn lade. Ihr könnt euch das mal gerne angucken. Bei dem anderen steht Welt New World, hier direkt unterm Bild, wo ich direkt vom Stolle gespeichert habe. Und da haben wir Old World jetzt stehe. Jo, okay, jetzt sind wir wieder im Minetal gelandet. Und gucken wir uns doch hier gleich mal um. Ja, du warst damals etwas gestresst hochzukommen. Wie war das nochmal mit... Ja, genau. So kann ich da hochklettern. Desmo macht aber beim Klettern wenigstens keinen Stress. Hier mit einer Fackel im Feindgebiet rumrennen wäre vielleicht etwas redundant. Nennen wir es doch einfach mal so. Und hier haben wir noch eine Truhe. Ja, das ist die verlassene Mine. Huch. Ah, das passiert generell, wenn ich einfach hier ein paar Schritte laufe im Minetal. Okay. Glaube ich zumindest. Oder wirklich, wenn ich explizit zur verlassenen Mine gehe. Auf jeden Fall werden wir jetzt hier mit einer Videosequenz mit dem Drache belohnt. Oh, Scheiße. Alter Falter. Also 2 Drachen haben mindestens die Burg angegriffen. Harte Scheiße. Tja. Dumm gelaufen, ne? Für alle, die sich in der Burg verschanzt haben, verheißt es natürlich wieder nur sehr Gutes. Also so ein Drache-Angriff aus der Luft übersteht man nicht einfach so. Rechts, rechts, links, rechts, links, rechts. Okay, etwas läppisch oder vielleicht 3 Dietriche zu verschwenden, aber jo, Allah. Geschicklichkeit ist halt auch noch nicht so die Beste dafür, dass ich ständig neue Versuche kriegt. Gut, die Kletterpassage noch over können wir uns sparen, das ist anscheinend verschüttet. Was ist hier echt ein Scheißdreck. Deswegen, wenn ich schon überhaupt nichts sehe, sollte ich auch wirklich hier mit einer Fackel durch die Gegend laufen. Es ist zwar saudämlich, aus rollenspieltechnischer logische Gründe hier mit einer Fackel durch die Gegend zu rennen, wenn überall Orks sind. Aber das ist halt das, ne? So, Feldräuber und so. Hier hat es anscheinend auch hier ins Minetal gelockt, weil hier so fruchtbare Felder sind, die es zu rauben gilt. So, hui. Cool. Können wir gleich mal was anstellen mit dem Level, wenn wir wieder bei Lehrmeister sind. In der Burg gibt es ein paar Lehrmeister für uns. Warte mal, halt mal eine Gaul an. So, da brauche ich jetzt mal eine Fackel. Bin hier der Axel Schulz von Fackelmann, deswegen brauche ich das. Ich meine, unser Held hat ja schon so verschroben die Fresse, der könnte schon irgendwie als Axel Schulz durchgehen, so rein optisch. Ah, da liegt noch eine Rune rum. Das ist natürlich nützlich. Wieder ein verstürzter Stolle, der hier anscheinend kürzlich aufgemacht wurde. Eventuell von Gomez-Leut, man weiß es nicht. Möglicherweise auch hier verlassene Mine. Zugehörig. Man weiß es nicht. So, jetzt gucken wir nochmal. Ein Letterbeutel war da noch irgendwo, glaube ich, in der letzten Episode. Genau. Noch so ein 50er. Dann ist hier noch irgendwas. Ja, roter Tränenpfeffer, genau. Für irgendwas brauche ich das, glaube ich, auch noch. Eine Rune war hier noch irgendwo. Und zwar Teleport zum Pass im Minental. Das ist natürlich unglaublich nützlich. Unsere erste Teleport-Rune, die auch wirklich mal was bringt. Da können wir uns nämlich im Minetal selber dorthin teleportieren. Unglaublich nützlich. Ich glaube, einen Teleport für die Burg kriegen wir dann, glaube ich, auch noch. Aber wir müssen uns jetzt erstmal hier Richtung Burg durchschlagen. Weil die Paladine ist ja logisch. Die Burg war ja ursprünglich mal für die Gardisten des Königs, beziehungsweise für seine Soldaten gedacht. Und dann wurde es zwar von Gomez-Leut übernommen, aber an sich ist die Burg so der offizielle Ort für die Leute des Königs. Deswegen erscheint es auch nur logisch, dass die Leute vom König, die Paladine, Richtung Burg gezogen sind. So. Ich muss mich jetzt hier auch teilweise echt auf mein Gehör verlassen, weil ich hier nur Blutfliege höre. Vermute ich halt einfach, dass nicht noch Schlimmeres kommt als Blutfliege. Aber wenn wir Ends aus Gothic Ends noch genau wissen, dann es ist das verdammte Minetal. Hier muss man immer mit irgendeiner Scheiße rechnen. Dass ihm irgendwelche Mistviecher überfallen, die du eigentlich nichts zu suchen haben. So,
Es ist nicht umsonst ein extrem schroffer Ort, Minetal. So. Knusper. Knusper. Dann wird hier nochmal ein Speicherpunkt angelegt. Also machen wir hier nochmal der Yankee 1. Und dann gucken wir uns hier nochmal um. Nicht, dass hier noch ein paar Snapper oder was sitzen. Oh Gott, ein Drachensnapper! Dumme Idee. Ich habe gewusst, dass sowas in der Art hier noch war. Genau. Ja, so viel zu Snapper. Ich habe gewusst, dass da noch ein Snapper war, aber nicht, dass es ein Drachensnapper war. Vielleicht kriegen wir dann irgendwie mit dem Zauber noch platt. Wie gesagt, das ist das Minental, verdammt nochmal. Deswegen, sowas kommt immer mal wieder vor. Eisweller. So, probieren wir es doch mal. In der Hoffnung. Es friert das Mistvieh-Ei, genau. Und dann... Ich hoffe, dass ich das Vieh jetzt noch irgendwie knacken kann. Sonst habe ich mal so Zauber nämlich nicht verumgeholt. So, bitte bleib eingefroren, bis ich dich niedergemacht habe. Ah, verdammt nochmal. Nee, nee, nee. Das Biest ist definitiv zu stark für uns. Das Biest ist eindeutig zu stark für uns. Das kriegen wir so nicht hier. Das heißt dann in dem Fall Klartext, wir brauchen eine neue Fackel. Und dann geht's weiter. Okay, also der delektiert sich hier so schön an einem Kadaver von einem Paladin. An den kommen wir leider nicht dran. Schade drum. Also Drachensnapper sind sehr üble Gegner. So. Das kennen wir noch aus der ersten Episode von Let's Play Gothic. Nur war das dort damals nicht Mitternacht. Aber da hinten sehen wir schon die Burg, beziehungsweise das alte Lager. Wir wissen ja, wo es lang geht. Wenn ihr... Oh, sehr schöne Fackel. Wenn ihr My Gothic 1 Let's Play gesehen habt, dann wisst ihr jo, dass es hier nicht besonders weit ist, da hier. Aber da sind überall Feuer. Das sieht man jetzt zwar nur eins, wegen meinem Sichtfeld, was ich etwas minimieren musste, aber vor der Burg sieht es echt scheiße aus. Deswegen rede ich erstmal mit dir, Knetkopf. Ja, Garn. Servus. Warum stehst du hier rum? Ich komme aus der Burg. Sie haben mich geschickt, nach den Vermissten zu suchen und die Gegend zu erkunden. Mhm. Vermisste? Beim Angriff der Drachen sind einige abgehauen. Die meisten haben es nicht geschafft. Wen wundert's? Ja. Aber wenn es noch Überlebende gibt, werde ich sie zurückbringen. Alle hopp. Dann, hier. Kannst du mir helfen, in die Burg zu kommen? Klar, aber du musst mir einen Gefallen tun. Wenn du es bis in die Burg schaffst, dann sprich mit dem Paladin Auric. Sag ihm, dass es seinen Bruder oben am Pass erwischt hat. Okay. Das wird wahrscheinlich der sein, in dem sich der Drachensnapper hier delektiert. Dann. Wie komme ich in die Burg? Zunächst mal kannst du den direkten Weg vergessen. Aber wenn du die Burg einmal umkreist, hast du von der Rückseite eine Chance. Du solltest die Wege meiden und den Fluss nutzen. Am besten du schwimmst ein Stück flussabwärts, von da an ist es leichter. Hinter der Burg steht eine Orkramme, darüber kommst du hinein. Okay. Schleich dich so nahe wie möglich an die Orks ran und dann lauf. Wenn du schnell genug bist, kannst du es schaffen. Okay, also muss ich erstmal durch die Saar schwimmen, um nach Saarbrücke zu kommen. Das ist logisch. Was muss ich über diese Gegend hier wissen? Wenn du überleben willst, dann geh zurück. Wo auch immer du hergekommen bist. Die Grünfelle belagern seit Wochen die Burg. Und irgendwo verstecken sich auch diese Drachen. Das ganze Minental wimmelt nur so von Orks. Ganz egal, wo du hin willst, das wird kein Spaziergang. Okay. Klingt reizend, ja. Klingt noch netter als im Gothic Ends. Da waren ja glücklicherweise nur ein paar Orks im Ork-Gebiet drin. Da war es ja noch irgendwie machbar. Ja, Snapper. Scheiße, gegen die haben und Drachensnapper. Gegen die Biester haben wir also auch keine Chance. Das heißt, wir nehmen den Rat von dem glatzköpfige, sympathische Mann A und gehen hier über die Saar. So. Oh, mein Fackel ist ausgegangen. Ups. Ich will doch nur raus hier. Ach Mann, jetzt stecke ich hier doch drin. Hallo? Das war nicht so clever. Moment. Bringt mich das vielleicht weiter? Nee, das war wirklich nicht sehr clever. Alla hopp. Irgendein erster Fehler hat es anscheinend gegeben. So ein blöder Mist. Die Grafikfehler bleiben uns somit leider nicht erspart. Muss ich jetzt leider sagen. Aber jetzt kennen wir ja den Weg, wissen, was Sache ist. Und sollten dann da runter marschieren.
Okay, ich hoffe, das ist nicht zu duster für euch. Dass es so noch funktioniert. So, irgendwo war ja auch noch eine Fackel. Ja, also hier wimmelt's von Orks. Wir sollten durch den Fluss schwimmen tatsächlich. Und sollten uns so bedeckt wie möglich halten. Überall Orks, überall Grünfeller, hat er ja gesagt. Das wird sehr lustig. So, Kerl, jetzt nochmal dasselbe. Bla 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 bla. Bli blub bla blub. Bli bla. Blu bla bla. Hinter der... Wenn du Bla blu bla bla. Genau so. So, machen wir das. Und dann wird erstmal nochmal hier gespeichert. Haben wir nochmal der Yankee 1 hier an der Stelle. Und jetzt ist das, was ich in Gothic Ends gesagt habe, von wegen, ja, ich bin mir nicht sicher gewesen, ob das in Gothic Ends oder 2 war. Es ist tatsächlich in Gothic 2 jetzt, glaube ich zumindest, dass wir hier in diese Höhle schwimmen können, wo dann wirklich Sachen auf uns warten. Nicht einfach nur irgendwelche... in Gothic Ends war hier gar nichts, deswegen. Hier finden wir dann Zeug. Heilkraut auf jeden Fall, das ist schon mal an sich nützlich wie Zau. Und ich glaube, hier ist noch eine Verwandlung in Drachensnapper als Spruchrolle. Und Lederbeutel gibt es auch noch oben drauf. So, dürfte Verwandlung Drachensnapper sein, wenn mich nicht alles täuscht. Genau. Damit könnte man eventuell auch mal schön aufrahmen. Und da sollte ich nicht rausgehen, da geht es Richtung Orklager. Die haben die ganz Burg belagert, die Viecher. So. Ja, außenrum hören wir noch so ein paar Snapper schnorcheln. Die klingen nicht sehr freundlich. Und 100 Goldmünzebeutel ist sogar drin. Sehr geil. Alla hopp, dann würde ich sagen, dass ich hier nochmal der Yankee Ends mache. Und dann gehen wir mal weg von dem Schnurrer. Ja, das klingt schon fast wie Schnurrer. So, gehen wir hier raus. Da wieder hoch. Nochmal immer schwimmen, dass wir nicht die Wassersicht haben. So. Jetzt sieht es wieder gut aus. Dann können wir uns nämlich hier Mano a Mano an die Lurker dran wagen. Mit denen wären wir ja fertig, aber mit den Orks so drüber wären wir nicht fertig. Ich glaube, so ein Ork hat uns auch gesehen von der anderen Seite. Aber der attackiert uns glücklicherweise nicht. Wäre das jetzt in einem logischen Kontext, steht ja den Lurker wahrscheinlich Kreische höre. Da drüber steht auf jeden Fall ein Schaman, ein etwas stärker gerüsteter Ork und noch irgendein normaler Ork. Ja, in einem vernünftigen, logischen Kontext würden die Lurker Kreische hören und denen vielleicht sehen, dass da irgend so ein Mensch rumhampelt und denen mich dann wahrscheinlich fix und fertig mache. Also gerade am Anfang ist das Minental hier in Gothic 2 absolut kein Spaß. Man ist zu schwach für alles. Sumpfkraut gibt es hier auch noch wild. Nicht schlecht. Und, Snapperkraut war es nicht. Das war Sumpfkraut nach wie vor. Ja, wie gesagt, gerade am Anfang ist hier echt, ist das keine Spaßnummer im Minental. Man hat jede Menge Orks als Gegner, gegen die man nicht ankommen kann. Und wenn man einen falschen Schritt macht, landet man bei irgendeinem Scheißvieh, das man nicht ankommen kann. So. Wie gesagt, wenn es auch nur so ein Drachensnapper ist. Aus Logikgründen lasse ich jetzt einmal die Fackel weg. Weil, wie gesagt, es ist einfach nur unlogisch wie Zau, wenn ich mich durchs Feindgebiet schleichen will. Und hab da dabei dann eine Fackel noch dabei, wo die jedem sagt, hier bin ich, bringt mich doch bitte um. Das ist wenig sinnvoll. Und außerdem, wenn ich wieder durch den Fluss schwimme, ist die Fackel eh wieder weg. Na komm her, du Sausack. Komm doch her. So. Ein bisschen weiter weg von deinem Lurker-Freund. Weil mit 2 Lurker mag ich mich jetzt nicht gleich direkt anlegen. Komm doch her, du Scheißvieh. So. Puh. Da ist nichts zu holen. Ah, stimmt jo. Yes, ich vergesse es jedes Mal wieder. Ich glaube jedes Mal immer noch, dass ich Lurkerhaut und oder generell Reptiliehaut und Kralle schon abflattern kann. Mehr gibt's in den Lurker, glaube ich, nicht so hohle als Haut und Klaue. So, jetzt müssten wir mal gucken, ob ich hier eventuell rüberkomme. Ich glaube schon, dass ich ab hier sogar schon rüberkäme. Den Trank muss ich jetzt auch nicht gleich schon nehmen. Nehmen wir doch hier so 220er Salate. Und dann geht's hier rüber. Okay. Ich probiere mal Glück schon mal hier.
Da hinten sind noch Scavenger, da sind Lurker, das sind alles noch Biester, die ich irgendwie platt krieg. Ah, da drüber sind aber schon die Ork. Oh, hier pennen lauter Scavenger. Dann sollte ich mich doch lieber an dem Ende Lurker hier vorbeischleichen. Okay, die ganze Scavenger sind aufgewacht, aber das ist nicht ja schlimm. Die lecken sich jetzt wieder Schlafen, nachdem die Bedrohung weg ist. Also nachdem ich mich verzogen habe. Ich bin nur ihr Bedrohung. Aber ich denke, das ging aus dem Satz hervor. So. Dann... Wobei, so ganze Herde Scavenger hätte ich wahrscheinlich auch ein Riesenproblem mit. So, dort drüber sind Waage, glaube ich. Dürfte ein Wag sein und eine Blutfliege, wenn ich das richtig sehe. Vielleicht ist er nur ein Wolf, wenn ich Glück habe. Mit viel Glück ist es nur ein Wolf. Ja, es ist nur ein Wolf. Glücklicherweise. Ey, jetzt hört's aber auf. Jetzt bist du dran. Und, komm her. Komm doch her, du Saufi. So. Gut, das kann ich ausschlachten. Der Wolf kann ich ausschlachten. Und dann sollte ich noch so einen Trank zwitschern. Und apropos Tränke zwitschern. Große Geschwindigkeitstrank habe ich noch. Ja, da drüber sind teilweise Orks, die sehr stark gerüstet sind. Das sind dann orkische Hauptmänner oder so. Oder Elite-Ork hießen die, glaube ich. Ork-Elite oder so. Ja, ist ja gut. Gehe schon von eurem Rudel fort. So, jetzt speichere ich hier noch einmal. Ich glaube, es ist an der Zeit, den Trank zu nehmen. Und dann flitz wie ein Arschloch los. So, zack, 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 zack. Die Ork-Rampe müsste hier irgendwo sein. Ja, Orks sind schon auf mich aufmerksam worden. Ich höre sie schon. Das ist die Rampe. Uah. Nix do Ucha-Cha-Cha. So. Uah. Und hier bin ich. Boah, die Mistviecher gehen nämlich nicht weiter als bis dort hier. So. Das ist sehr gut. Später kann ich das sehr zu meinem Vorteil ausnutzen und kann hier an der Stelle sozusagen mich ohne hinstellen und die Orks fertig machen, während sie ihr Drohgebärde machen. So, dafür habe ich jetzt einen Geschwindigkeitstrank rauskauer. Aber ich bin in der Burg. Und hier kann ich jetzt auch wieder mein Fackelarm machen, damit ihr wieder mehr seht. So. Hopp. Hallo Uda. Du hattest verdammtes Glück, als du reingekommen bist. Um ein Haar hätte ich dich erschossen. Dann sollte ich wohl froh sein, dass du so gute Augen hast. Spar dir deine Sprüche. Rede mit Sengrad, wenn du was willst. Hopp. Zusätzlich nehme ich noch den Rat A von meiner liebe Kamerade vom Ring des Wassers und gehe hier nur in Milizrüstung rein. Waffenknecht, alles klar. Und du, das Sengrad? Ich hab's gewusst. Ich wusste, einer wird es schaffen. Bist du über den Pass gekommen? Dann hat unser Bote es geschafft und ist durchgekommen. Nein, euer Boot hat es nicht über den Pass geschafft. Ich komme im Auftrag von Lord Hagen. Verfluchte Orks. Nun, Kommandant Garond wird sicher mit dir sprechen wollen. Du findest ihn im großen Haus, das von 2 Rittern bewacht wird. Okay, also da, wo die Erzbarone drin waren. Wo gibt's hier Ausrüstung? Tandor gibt die Waffen raus. Für alles andere ist Engor, der Verwalter, zuständig. Was ist mit magischem Bedarf? Wir sind mit Spruchrollen ausgestattet worden. Wenn du welche haben willst, lass es mich wissen. Okay. Tandor gibt die Waffen raus, klingt nur so ein ganz schlechter, noch ein ganz schlechtes Song. Wer kann mir hier was beibringen? Frag mal Kerolot. Er trainiert die Jungs im Schwertkampf. Vielleicht unterrichtet er dich ja auch. Okay. Dann hier noch. Zeig mir deine Spruchrollen. Das kann nie schaden. Da hat er noch einen Gürtel des Feuerläufers, Schutz vor Feuer 10, Gürtel der Stärke, Stärke Bonus 10. Ein Feuerring oder auch noch, der Schutz vor Feuer bietet. Blitz ist jetzt nicht so doller. Blitzschlag hätte ich am liebsten. Ja genau, hier. Blitzschlag ist gut. Und Eisblock nehme ich mal an, nochmal einer mit. Man weiß ja nie, wofür man es als mal gebrauchen kann. Es wäre einfach, seinen Geldbeutel zu klauen. Okay. Probieren wir das doch mal gleich aus, wie einfach das ist. Na? Joink. Ha, 35 Gold für 90 Erfahrungspunkte. Haha, sehr schön. Das freut mich doch. Wie hieß dann der Hansel? Auric. Okay, mit Auric muss ich sprechen. Ritter. Da komme ich wahrscheinlich nicht rein, ne?
Tandor gibt die Waffen raus, alles Du klar. bist über den Pass gekommen? Respekt. Wir haben schon viele Männer da draußen verloren. Ich weiß selbst, wie es draußen ist. Ich habe eine Zeit lang einen Spähtrupp begleitet. Hast du eine Waffe? Wenn du eine gute Waffe brauchst, bist du bei mir richtig. Sehr gut, das klingt doch schon mal gut. Dann hier nochmal. Was ist mit dem Trupp passiert? Wir haben die Gegend erkundet und wollten bis zur Küste vordringen. In einer Höhle haben wir unser Lager aufgeschlagen. Es war tief in der Nacht, als die Orks kamen. Mit Fackeln und Trommeln stürmten sie den Hang hinauf und entdeckten uns. Wir versuchten zu fliehen, doch nur ich habe es geschafft. Sehr Bald darauf edel. errichteten die Orks die große Palisade und wir zogen uns in die Burg zurück. Okay. Das klingt, Zeig mir als deine wäre das Waffe. lukrativ, um da nochmal ein paar Ritterkadaver zu flattern. So, Amulett der Erzhaut hat der Kerl hier. Schutz vor Feuer, Magie, Pfeilen und Waffen. Das sieht ziemlich gut aus, aber 1000 Goldmünze sind ein bisschen zu happig für mich gerade. Jagdbogen mit einer Geschicklichkeit von 30 dürfte ich, glaube ich, selber haben noch, das Ding. Alles andere ist zu heftig gerade. Das kann ich nicht so tragen. Moment, wie sieht es dann hier aus? 80 Stärke, ja, genau. Also da fangen wir erst gar nicht mal an damit. Das sieht nicht so gut aus. Dann Ritter. Da komme ich aber nicht vorbei an dem Kerl. Ritter. Kirolot. Das ist der, der mich im Nahkampf unterweisen kann, wie es Du aussieht. trainierst die Leute? Ja, bei uns ist jedermann gefragt, wenn die Orks oder schlimmer noch die Drachen wieder angreifen. Genau. Es wäre einfach, seinen Geldbeutel zu klauen. Aber erstmal das. Kannst du mich auch trainieren? Sicher? Ich trainiere jeden guten Mann. Aber neben deinem Talent brauchst du auch eine gute Waffe, wenn du hier überleben willst. Ja, Wende dich an durchaus. Ritter Tandor. Er wird dich versorgen. Das ist gut. Dann hier. Was ist mit Fernkampf? Was soll damit sein? Kannst du mir das auch beibringen? Nein, aber du kannst ja mal Uda fragen. Er ist ein guter... Nein, er ist der beste Armbrustschütze, den ich kenne. Wow. Sehr schön. Aber erstmal weggespeichert, weil du hast nämlich einen sehr einfach zu klauende Geldbeutel, wie man das hier der Text sagt. Ich hoffe nur, es funktioniert. Ach, ja, tatsächlich. 45 Gold. Merci. Ich will trainieren. Dann möchte ich noch zusätzlich gucken, ob mir das jetzt wirklich was bringt. Verbesserter Kampf mit Einhandwaffen. Gerade mal gucken. Ja, jetzt bin ich tatsächlich schon Kämpfer. Aber das lassen wir erstmal sein. Möglicherweise kann ich mal Lernpunkte hier sinnvoller investieren. Deswegen wird erstmal hier sein Geldbeutel nochmal stibitzt. Sehr schön. Mir haben es mittlerweile 3:56 Uhr. Es scheint irgendwie wieder heller zu werden. Waffenknecht. Bestufe einer. Ritter. Okay, gut. Das sind anscheinend nur Tagebucheinträge für Lehrer. So, wie sieht es dann bei euch Feuermagier aus? Leben hier noch welche? Ach, Motto, der Ackermann. Sieh an, wer zurückgekehrt ist. Unser Held aus der Barriere. Sehr cool. Servus. Schön, dich zu sehen, Milton. Bist du immer noch hier oder schon wieder? Schon wieder. Nach dem Fall der Barriere bin ich ins Kloster der Feuermagie gegangen. Aber als klar war, dass die Paladine herkommen wollten, erwies sich meine Erfahrung und Ortskenntnis als ziemlich nützlich. Das glaube ich. Also bin ich kurzerhand mit der heiligen Mission betraut worden, die magische Unterstützung für diese Expedition zu übernehmen. Geiler Scheiß. Kannst du dich noch an Gorn, Diego und Lester erinnern? Ajo, natürlich. Klar kenne ich die Jungs noch. Nun, Gorn und Diego sind nicht weit gekommen. Sie wurden hier im Tal von den Paladinen aufgegriffen. Lester ist allerdings verschwunden. Ich habe keine Ahnung, wo er sich rumtreibt. Das weiß Ich ich. habe Lester getroffen. Er ist jetzt bei Xardas. Wenigstens eine gute Nachricht. Ja. Nun, ich habe nichts Erfreuliches zu berichten. Ja, dann erzähl doch mal. Was kannst du mir berichten? Die Paladine sind mit der Absicht hergekommen, das magische Erz zu holen. Aber bei den Drachenangriffen und den Orks... Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Paladine hier mit dem Erz rausmarschieren werden. Nein, bei Innos. Ich spüre die Anwesenheit von etwas Dunklem, etwas Bösem, das heranwächst, das von diesem Tal ausgeht. Für die Vernichtung des Schläfers haben wir einen hohen Preis gezahlt. Aber hallo. Die Zerstörung der Barriere hat auch diesen Ort vernichtet. Jeder von uns kann froh sein, wenn er das hier überlebt. Ja, kann man so sagen. Dann hier nochmal. Wo sind Gorn und Diego jetzt? Nun, Gorn sitzt hier im Kerker, weil er Widerstand bei seiner Festnahme geleistet hat. Diego haben sie einem Schürftrupp unterstellt. Frag den Paladin Parsival, er hat die Gruppen zusammengestellt. Okay. Dann hier nochmal. Was ist deine Aufgabe hier? Ursprünglich sollte ich das Erz untersuchen, aber davon haben wir bisher nicht viel gesehen. Jetzt widme ich mich dem Studium der Alchemie.
Dann... Wie viel Erz habt ihr schon auf Lager? Wie viel Erz? Nicht eine Kiste. Puh, Seit geraumer Zeit haben wir keinen Kontakt mehr zu den Schürfern. na Es klasse. würde mich nicht wundern, wenn sie alle längst tot sind. Und wir selbst werden von Drachen angegriffen und von Orks belagert. Klingt toll. Diese Expedition ist eine einzige Katastrophe. Das kann man so verharmlost sagen, aber dann erstmal hier, ne? Lass uns Gorn befreien. Tja, das Problem bei der Sache ist, dass Gorn ein verurteilter Gefangener ist. Aber wenn wir Glück haben, lässt Garund sich auf ein Geschäft ein und wir können ihn freikaufen. Ja, vielleicht. Halt mich auf dem Laufenden. Alle hopp. Die Befreiung von Gorn. Kommandant Garund hat Gorn einsperren lassen. Vielleicht lässt er sich auf ein Geschäft ein und wir können ihn freikaufen. Okay. Er ist ja unser alter Kumpel, von daher, das versteht sich eigentlich von selber. So, wie sieht's dann hier aus? Ja. Ich war so frei, mich hier ein wenig einzurichten. Wer hätte gedacht, dass ich einmal der einzige Magier des Lagers sein werde? Nun ja, ich kann mich nicht wirklich darüber freuen, dass ich wieder hier bin. Eigentlich sollte ich zusehen, dass ich hier wegkomme. Diese Expedition ist einfach nicht erfolgreich. Die Schürfer sind gestern aufgebrochen. Sie haben Diego mitgenommen. Würde mich nicht wundern, wenn er abhaut, denn er wird garantiert keine Spitzhacke schwingen. Nun, ich werde die Zeit nutzen, um mich in die Kunst der Alchemie einzuarbeiten. Milton. Okay, das scheint aber wohl auch ein bisschen Tagebuch zu führen. Und dann schauen wir gerade nochmal. Jetzt haben wir es mittlerweile 4:48 Uhr und hier wird es ziemlich früh hell, merke ich. Hier haben wir noch einen Alchemietisch. Könnte man theoretisch was machen, wenn wir in Alchemie-Handwerk bewandert wären. Sind wir aber nicht. Deswegen ist es relativ sinnfrei. Aber wir flattern erstmal, was es hier in Truhe so gibt. So. Immerhin kennen wir uns ja hier aus. So, Alchemietisch war hier nix. Da können wir genauso gut hier nochmal hochgehen. Können gucken, was bei deiner alte Klotzköpfe da oben noch rumsteht. Also ihr Pentagramm steht noch, aber wenn etwas abgeschwächter als in Gothic Ends. In Gothic Ends war das so riesengroß, das Ding. Hier hat es die Animation leider nur so Standardgröße. Da hätten wir nochmal einen Alchemietisch, einen Runentisch sogar. Eine Rune. Und ein Buchständer. Es ist spät geworden. Mit dem Zusammenbruch der alten Mine ist auch die Stimmung der Erzbarone zusammengebrochen. Gomez ist wie ein Pulverfass, das kurz vor dem Explodieren steht. Choristo. Er glaubt, dass dieser neue Kerl schuld am Zusammenbruch der Mine ist. Dieser Mann ist in der Tat ungewöhnlich, aber er sollte sich hier besser nicht mehr blicken lassen. Choristo. Gomez ist je zorniger denn je zuvor und ich glaube zu wissen, was er vorhat. Wir müssen unbedingt die Wassermagier unterrichten, bevor es zu spät ist. Choristo. Vielleicht gelingt es uns, eine Katastrophe zu verhindern. Nicht auszudenken, was passieren würde, wenn er die freie Mine... Ja, das kennen wir noch aus Gothic Ends. Und genau dazu ist es Kummer. Mit neuer Mine und so. So, jetzt dürften wir hier dann nämlich auch noch einen coolen Zauberkrieg haben, und zwar Teleport zur Burg. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Und 29 Gold. Perfekt. Sehr schön. Nicht schlecht, Herr Specht. Dann gucken wir nochmal, wie es jetzt hier nochmal aussieht. Ja, wobei wir jetzt eigentlich schon am Episodeende sind. Dann würde ich sagen, in der Episode gucke ich mich nochmal hier ein bisschen in die Mine um. In der Mine sage ich, in der Schmiede um, ob hier vielleicht noch was Spannendes auf uns warten könnte. Leider nein. Aber da liegt vielleicht so ein bisschen Erz oder so drin. Okay, dann Tandur gibt die Waffen raus. Mit dem Song verkaufe ich mal ein bisschen von meinem Kruscht. Weil Gold können wir jetzt anscheinend gut gebrauchen. Grobes Langschwert ist Quatsch. Genauso wie grober Zweihänder. Kampfstabring des Wassers behalten wir erst einmal. Edles Schwert haben wir selber geschmiedet. Da brauche ich erstmal mehr. Stärker. So, dann verkaufen wir hier nochmal den Krustegen der Banditen. Behalten wir einer als Beweis. Spitzhacke brauchen wir sowieso. Was ist das? Gehstock. Okay, ja, das ist Quatsch. Dann hier und hier. Von den Bögen können wir auch ein paar verticken. Jetzt haben wir wenigstens wieder ordentlich Kohle. Okay, dann, ich sage ihr, liebe Leute, ich mache an der Stelle jetzt hier meinen Cut. Und wir sehen uns morgen in der Burg wieder genauer um bei Let's Play Gothic 2 auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Euer Yankee.